Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 3:2 Heimsieg gegen den FC St. Pauli. Und bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Es gucken genug Leute ohne Abo hier. Ja, ihr unterstützt damit einfach das, was ich hier so tue. Von daher wäre ich euch da sehr dankbar. Und in diesem Sinne, gehen wir rein in den Bums. Ich versuche es für euch ein bisschen auszupendeln. Der Ton ist wieder sehr, sehr leise. Konferenz, der FC Bayern besiegt den FC St. Pauli mit 3:2. Ich darf die beiden Cheftrainer begrüßen, Alexander Blessin und Vincent Kompany. Alexander, würde Sie bitten um die Einschätzung des Spiels. Ja, erstmal Glückwunsch an Vincent und Bayern München. Ja, wir haben uns natürlich viel vorgenommen vor dem Spiel, wollten natürlich schon auch mutig auftreten und haben das, glaube ich, über weite Strecken des Spiels dann auch umsetzen können. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man dann solche 3 Tore kriegt, wo man, finde ich, dann als Geschenke bezeichnen kann, dann ist es natürlich umso ärgerlicher, gerade in der ersten Halbzeit, erstes Tor. Wir wussten, wie sie anlaufen und dann war es klar, dass wir diesen Raum dann auch nutzen wollen. Dann ist es ein schlechter Kontakt einfach und haben dann wirklich ein schönes Präsent parat gehabt und kommen dann aber super zurück, haben immer wieder gute Momente gehabt in den Pressing-Situationen, gute Ballgewinne und dann auch mit wenig Kontakten schnell nach vorne gespielt. Das haben wir ein ums andere Mal richtig gut gemacht und dann gehen wir in die zweite Halbzeit, wollten eigentlich... Fairerweise muss man aber auch sagen, dass wir da auch echt schlecht waren. Wenn ich so an Guerrero und so weiter denke, auch die teilweise nicht besetzten Positionen. Genauso weiterspielen. Ja, und dann waren es vom Kettenverhalten einfach ein bisschen schlafmützig, wo wir nachgerückt sind und dann kriegst du auf einmal so 2 Dinger, dass man natürlich über 90 Minuten Bayern nicht weghalten kann. Das war uns bewusst, aber ich glaube schon, dass heute ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Da brauchen wir ein bisschen Matchglück, aber in der Summe war es natürlich schon auch ein richtig gutes, engagiertes Spiel von meiner Mannschaft. Zufrieden können wir natürlich nicht sein. Die 25 Punkte habe ich ja schon gesagt, die werden nicht reichen und da müssen wir natürlich dann gucken, dass wir die Punkte woanders holen, aber auf der Leistung lässt sich sicherlich aufbauen und da war vieles richtig, aber nächste Woche haben wir dann die nächste Chance am Millern-Tor, die Punkte dann zu holen. Dankeschön. Vielen Dank, Winnie. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, vielleicht ein paar Worte zu St. Pauli. St. Pauli hat ein gutes Spiel gemacht, ne? Muss man mal sagen. Also sie standen gerade so die Anfangsphase sehr, sehr gut. Haben dann auch die Nadelstiche gesetzt, beziehungsweise die Kontersituation, was heißt Kontersituation, das schnelle Umschaltspiel auf jeden Fall genutzt. Ja, es war ordentlich. Ja, dass sie dann natürlich beim 2:1, dass wir dann gefühlt erstmal 20 Minuten nur Ballbesitz mit Quergeschiebe hatten, ja, ist auch normal. Ne? Und ja, dann haben an sich geglaubt, haben uns auf das 3:2 eingeschenkt und ja, kannst du froh sein, dass das Spiel nicht noch 5 Minuten geht, ne? Yeah, so like I said, I think St. Pauli has been a really well-organized team for the biggest part of the season. That's the reason why they don't concede many goals, they don't concede many chances. And therefore I sort of prepared the team as well to be in it for the full game, to not become impatient if maybe in the first half we don't make the difference. But then in the end, of course, I think from an attacking perspective, we worked some good chances in the second half and we had some good opportunities. But I have to say in the first half as well, the St. Pauli had some moments, not always a big chance, but you know that if the last pass or the last shot is a little bit better, it can be more dangerous, and that was more present in the first half than, in my opinion, in the second half. Das stimmt. But I think overall, I would have, if it wasn't for the last 5 minutes and especially the injury of Hiroki, I would have been very satisfied with the result and the performance. But of course, the feeling with losing Hiroki is something that lives a little bit. But it doesn't excuse anything for the future. We have to continue, and we are 1 game closer. We have to win another 7 games. Ja, ist ja auch, was ich gesagt habe. Ja, du musst keine 7 Spiele gewinnen, ist ja Schwachsinn. Es reicht, wenn du 5 gewinnst. Es sei denn, Leverkusen holt jetzt noch mächtig im Torverhältnis auf. Da musst du halt
6 gewinnen und kannst einen Unentschieden spielen. 5 gewinnen, einen Unentschieden spielen, alles ist gut. Ja. Natürlich, das Denken ist vollkommen richtig, dass man sagt, oh, wir haben jetzt noch 7 Spiele, die müssen wir gewinnen, dann sind wir Deutscher Meister, alles fein. Macht natürlich mehr Sinn, als zu sagen, komm, du kannst dir mal einen Ausrutscher leisten, weil dann ist das in den Köpfen drin. Ja. Und dann passiert das schneller, als man gucken kann, deswegen alles fein, aber aus Fansicht, alles gut, Leute. 7 Spiele, 5 Siege müssen her und gut ist. And today we won one of the 8 games, let's put it this way. Danke, Vinny. Wir fangen gerne an mit Manuel. Und ja, ich denke auch, habe ich ja auch in meiner Spielanalyse gesagt, ich denke auch, das Spiel musst du abhaken unter den Dingen. Du hast das Ergebnis geholt, was du brauchst. Punkt. Schwarz von der DPA, ansonsten bitte früher Handzeichen. Herr Kompanie, Sie haben Hiroki Ito selber angesprochen. Was genau ist es bei ihm? Ja, können Sie schon abschätzen, wie lange er ausfallen wird? Und die zweite Personalie, Kingsley Coman hat nicht gespielt. Was ist bei ihm? Yeah, I'll continue in English because I figured out in the other interviews that I'm still not able to explain medical terms in German, so it's a little bit. But in the end, he was. He felt the same foot where we had the problems this season, so that's not great for us. But the extent of what he has is a little bit difficult to say right now. He's going for the analysis, and then we will see. But it's just the fact that he was not able to continue based on something that happened to the same foot as before. Like I said, let's not jump to... Ja, das ist auch das Problem. Natürlich kann man das noch nicht sagen, wie er es schon sagt, ist ja logisch. Aber ich denke auch, dass derselbe Fuß ist und er nicht weitermachen konnte. Keine Ahnung, vielleicht hast du Glück im Unglück und es ist irgendwie nur ein Haarriss, der ein bisschen schneller verheilt, als wenn es wieder gebrochen ist. I don't know. Also, das ist auf jeden Fall schon wild. Conclusions, but that's what it was. And King just missed his game because he was still carrying some problems also to the foot. But I hope to see him back in training next week and then be a part of the next game. Die nächste Frage kommt von hier vorne, bitte. Ja, Sascha Sievers für den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Eine Frage an Alexander Blessin. Alexander, es war zuletzt viel über die Bayern-Abwehr gesprochen worden und deren Personalprobleme. Ihr hattet heute selber welche. Du warst kurzfristig zu einer Umstellung gezwungen. Kannst du einmal erklären, wie du die Rolle von David Nemeth heute bewertest im Zentrum? Und dann habe ich mitbekommen, dass er auch ein bisschen angeschlagen ist. Vielleicht kannst du dazu irgendetwas sagen. Ja, es war dann die Überlegung, ob man natürlich Erik zurückziehen. Aber Erik hat einfach richtig gut performt in den letzten Wochen auf der 6. Deswegen war ich mir auch davon, ja, ich war absolut überzeugt, dass David die Rolle im Zentrum dann in der Abwehr dann so adäquat ersetzen kann. Und das hat er auch gut gemacht, muss ich sagen. Wir haben dann natürlich Hauke ersetzen müssen mit Adam. Adam hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Das ist natürlich dann immer in so einem Moment, wenn es dann solche Umstellungen gibt, dann auch Kommunikationsprobleme bzw. Stellungsfehler gibt es. Das muss man dann auch mit einberechnen. Ja, die gab es bei uns ja auch heute. Und, aber in der Summe haben sie es wirklich gut gemacht. Ja. Er hat dann in der Halbzeit dann ein bisschen Probleme gehabt. Hat ein bisschen Tonus gespürt am Muskel, aber hat es dann mehr oder weniger kompensieren können. Und dadurch, dass er vielleicht auch eine Fehlbelastung hat, hat er jetzt ein bisschen Adduktorenprobleme. Da müssen wir mal gucken, aber ich denke jetzt nicht, dass es so schlimm ist. Ja. Aber beide, fand ich, haben es sehr, sehr gut gemacht. Und nochmal ein Handzeichen hier vorne, bitte. Maximilian Brunner, Hamburger Abendblatt, auch an Alex. Die Frage, bei Elias hast du vor dem Spiel gesagt, er soll ein bisschen sauer sein. Jetzt hat er direkt getroffen. Vielleicht kannst du zu ihm noch was sagen. Und generell, was könnt ihr Positives mitnehmen aus der Offensivleistung heute? Ja, dass wir in München 2 Tore machen, das ist natürlich schon klar. Also nein, also vor allem die ersten 60 Minuten fand ich sehr engagiert. Wir haben genau die Situation dann auch besprochen, auch den Raum, wo er dann genutzt hat. Sehr, sehr gut auch den Ball beschützt und dann in Räume weitergeleitet, wo offen dann war. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Zum Schluss hatten dann einfach so ein bisschen die Körner gefehlt. Das hat man dann auch gesehen. Aber letzten Endes ist natürlich, soll es ihm auch einen Push geben, dass er jetzt sein erstes Bundesligator gemacht hat und das ist dann auch eine schöne Sache. Ja, und ja, er soll es seinem Nationaltrainer zeigen und das haben wir ja gesagt, das hat er, glaube ich, mit der Leistung. Und, aber oberste Prämisse ist natürlich St. Pauli und dass wir ihn natürlich in der Form dann auch so brauchen und am besten nächste Woche, dass er das dann gleich wieder bestätigt.
keine weiteren Meldungen. Dann sage ich vielen Dank, schönen Abend und den Gästen. Vielen Dank, tipptopp. Joa, kurz und schmerzlos. Ich denke, es gibt auch nicht viel mehr zu sagen zu dem Spiel. Das Wichtigste war das Ergebnis, das haben wir geholt. Mit Hiriko Ito natürlich wieder eine Farce. Ja, abwarten. Wir können nur abwarten, müssen warten, was da das Ergebnis ist. Aber ich denke mal, bis Montag im Stream wird der Bums feststehen und dann können wir da ja nochmal ein bisschen drüber quatschen. In diesem Sinne, Leute, freue ich mich darauf, wenn ihr Montag 18 Uhr live auf Twitch dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, wunderschönes Restwochenende. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind wir dabei, weil sie eine